sondern auch um den Islam als unsere Religion. Deswegen wird die liebe Elina Hodzic heute auf die Bühne kommen und etwas über den Islam, also einen Vortrag über den Islam halten. Die Bühne gehört dir, meine Liebe. Danke dir. Danke. Also, Assalamu alaikum und guten Tag. Also, herzlich willkommen an allen. Und ich beginne jetzt ganz kurz über einen Vortrag, ganz kurz über Islam. Also Islam ist eine Religion, die man so viel über Islam reden kann, aber heute nur das Wichtigste. Also Islam ist eine, man kann es sagen, eine der größten Weltreligionen mit 1,8 Milliarden Anhängern. Genau. Und Islam allein, das Wort, ist nicht nur Religion, es bedeutet Hingabe, Entschuldigung, ich brauche ein bisschen Wasser. Hingabe oder also Unterwerfung, außerdem auch übersetzt auch in deutsche Sprache, das bedeutet Frieden. Genau. Islam besteht aus 5 Säulen des Islam, also das sind unsere Pflichten. Ganz genau, die jeder oder jede Muslima machen sollte. In der ersten Linie oder die erste Säule des Islam ist Glaubensgrundsatz oder die Shahada, bekannt unter uns Muslime. Das heißt, dass wir bezeugen, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed unser Diener, also Gottes Diener und Gesandter ist. Die zweite Säule des Islam ist das Gebet, 5-mal am Tag beten. Dritte Säule des Islam ist Fasten im Monat Ramadan. Und vierte Säule des Islam ist die Zakat oder sehr oft übersetzt Armensteuer. Also wenn wir hören das Wort Steuer, dann vergeht mir Spaß. Aber bei uns ist es ja nur einmal jährlich, nicht monatlich. Oder wir nennen das auch Pflichtgabe. Und dann die letzte, wir haben Pilgerfahrt oder Reise nach Mekka, einmal im Leben. Es ist eine Pflicht, aber natürlich nur für diejenigen, die genug Vermögen haben, also das heißt Geld, oder die auch gesund sind natürlich. Die erste Säule des Islam, die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Wenn wir daran als Muslime nicht glauben, dann die anderen 4 müssen wir auch nicht machen. Natürlich, wenn wir nicht glauben, dass es einen Gott gibt, dann müssen wir auch nicht beten. Genau. Wir haben auch 6 Glaubensgrundsätze und das ist es, an was wir glauben müssen oder sollten. Also, erste ist Glaube an Allah. Wir glauben an einen Gott, den Allmächtigen, den Allwissenden, der Schöpfer des ganzen Universums. Alles, was wir sehen, wir glauben, dass Allah, also der Gott, erschaffen hat. Allein das Wort Allah bedeutet nichts weiteres als übersetzt Gott. Also wenn wir jetzt schauen in Ägypten, die Christen in Ägypten, die alten Christen, wenn wir denen fragen, also eine Frage stellen, an was glaubt ihr, die werden dann antworten, an Allah. Was bedeutet nicht weiteres als Gott. Oder vorhin, ich habe einen Priester, also einen Vortrag von einem Priester aus Ägypten geschaut und da steht sein Vorname Abdullah. Also, was heißt auf Deutsch Diener des Gottes. Genau. Also, zweitens, an was wir glauben müssen, ist es ja, dass wir sollten an Engel glauben. Oder wir müssen an Engel glauben. Das sind die Wesen von Allah, die immer Allah dienen. Genau. Und dann haben wir an offenbarten Bücher. Das sind die Bücher, die offenbart von Gott sind. Tora oder Tevrat bei uns, dann haben wir Psalmen von David oder David, dann haben wir das Evangelium, also das Buch wurde Isa a.s. oder den Jesus offenbart. Und dann als letztes, wir haben Koran. An alle die 4 offenbarte Bücher, jeder Muslim oder jede Muslima muss glauben. Dann Glaube an alle Propheten. Im Islam, wir haben wichtige Persönlichkeiten oder Propheten oder Gesandter, an denen wir glauben müssen oder sollten. Zum Beispiel wie Abraham oder Ibrahim. Also das sind nur
Aussprache, also der Prophet, nicht, dass die Namen anders sind, sondern also es ist wie mein Vorname, jemand nennt mich Emina, Amina, Emine, also es geht darum, also Ibrahim oder Moses, Musa, Jesus, Isa bei uns, David, Nuh, Noah oder zum Beispiel Josef, Yusuf, genau, an alle die, also im Koran sind die 25 erwähnt, an alle die müssen wir glauben. Dann glauben an den jüngsten Tag und das heißt, wir glauben an, also Leben nach dem Tod. Und als letzte kommt Glaube an Vorbestimmung oder Vorhersehung, das heißt, Allah hat alles vorbestimmt. Also egal, ob gut oder schlecht ist. Jeder Muslim, jede Muslime glaubt, alles, was zu mir anstoßt oder passiert, ist von Gott. Und wir suchen dann die Stärke, also in unser Glaube, damit wir damit so also leicht wie möglich mitgehen können. Okay. Wir haben auch der Koran, das ist unser offenbartes oder letztes offenbartes Buch. Der Koran alleine besteht aus 114 Suren oder Abschnitten oder Teilen. Die wichtigste bei uns ist die Sura Fatiha. Das ist die erste Sura oder wichtigste, auch Bittgebet ist es ja auch. Und dann haben wir zum Beispiel Sura Ikhlas, das ist auch eine wichtige Sura oder ein Teil aus dem Koran. Genau. Das Gebet, leider, die zwei Frauen waren nicht dabei, als die Männer Gebet haben. Natürlich beten Frauen auch, aber ich wollte also ein bisschen mit den Frauen, ein bisschen mit den zwei reden, deswegen ich habe nicht gebetet, aber ich bete später. Ja, wir beten 5-mal am Tag, in der Früh, ganz in der Früh, bevor die Sonne aufgeht. Wir beten Morgengebet, dann Mittagszeit, wir haben Mittagsgebet, dann Nachmittagsgebet, Abendgebet und am Ende Nachtgebet. Bedeutung ist, das Gebet ist 5. Säule des Islam und es ist sehr wichtig für uns. Es ist ein Gespräch eigentlich mit Gott. Ich finde Frieden, ich finde Ruhe, ich finde meine Seele ist also so ruhig, wenn ich im Gebet da stehe. Genau. Also, Ablauf des Gebets ist es ja so, wir haben Gebetswaschung oder Wudu vor dem Gebet, dann wird Gebetsruf, Erzan, also ausrezitiert oder gerufen und dann wir drehen uns Richtung, also in diese Richtung, das hier nennen wir also Mihrab, das bedeutet, aha, in dieser Richtung ist die Kaaba, wir drehen uns in diese Richtung, weil wenn eine fremde Person hier kommt, ist alleine, wollte beten oder will beten, damit man weiß, aha, in welcher Richtung ich mich jetzt anstelle. Genau. Dann haben wir Gebetshaltungen, wir stehen, wir werfen uns nieder und wir verbeugen uns, also alles von Gott. Rezitation ist natürlich auf Arabisch, weil der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Genau. Und dann, ich kann euch nur jetzt kurz die wichtigste Surenübersetzung oder Esan, was so alles heißt, Esan. Also erstes wird gerufen so Allahu Akbar, was bedeutet, der Gott ist der Größte. Und dann La ilaha illallah, was bedeutet, also es gibt nur einen Gott. Und dann Muhammadur Rasulullah, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und dann haben wir Hayya al-Salah, was bedeutet, komm zum Gebet, Hayya al-Falah, komm zur Erleichterung oder Erlösung. Genau. Surah al-Fatiha ist die erste Surah, wie ich schon gesagt habe. Es beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim, was bedeutet im Namen des Alabamas, des Barmherzigen. Und dann geht es weiter mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Alabama des Barmherzigen, dem Herrscher aller Welten. Dir allein dienen wir und dir allein beten wir an. Leite uns den geraden Weg, den Weg, den du uns erwiesen hast und nicht den Weg, deren du Zorn erregst haben und nicht der Irregehende. Genau. Die wichtigste Surah ist auch Surah al-Ikhlas. Bedeutung ist es ja, dass Allah der einzige Gott ist, was wir also jedes Mal das aussprechen auch.
Okay, es ist kurz über Islam. Also ich habe nur so gemacht, 5 Säulen des Islam und 6 Glaubensgrundsätze. Das ist das Fundament, auf was Islam besteht. Bitte schön. Das ist eine sehr, aber du hast gesagt, das ist diese Richtung, das ist Kaaba. Genau. Warum genau diese Richtung? Was heißt genau Kaaba. Kaaba ist Gebetshaus, das Wichtigste für uns. Also das ist dieses sehr bekannt schwarze Gebetshaus, befindet sich in der Stadt Mekka. Das Gebetshaus hat Prophet Ibrahim oder Abraham im Christentum, Judentum mit seinem Sohn Ismail aufgebaut oder gebaut. Genau. Und wir nennen das Gotteshaus und ist sehr wichtig und es ist eine Säule des Islam auch. Wir sollten, wenn wir in der Lage sind oder wenn wir genug Vermögen haben, das Gebetshaus auch besuchen. Genau. Und deswegen, weil das sehr wichtig ist, es ist eine Orientierung für uns Muslime. Weil es ist ein Gebetshaus. Das hier ist Masjid. Also Masjid ist ein Wort, bedeutet Ort, wo ich mich niederwerfe. Aber normalerweise eine Moschee sieht nicht so aus. Ja? Eine Moschee hat Teile wie Minaretten, Kuppeln, ist groß, riesig. Aber okay, hier in Salzburg, ich hoffe es irgendwann mal, man kann auch eine Moschee besuchen können, also so eine richtige Moschee. Aber ist ja auch sehr schön. Also jeder Masjid oder Moschee hat Mihrab, hat Minbar, hier sehe ich kein Minbar. Wo ist das ja? Habt ihr nicht gebaut? Kanzel. Also es ist eine Kanzel, normalerweise ist es ein bisschen hochgestellt. Also wieso ist es das denn, wenn Vorbeter am Freitag also Rede haltet, dass alle Menschen ihn besser sehen können und hören können. Also wie in der Kirche, da gibt es also eine Kanzel, also wo man von wo. Also früher gab es solche Sachen nicht, deswegen gab es auch Minbar. Alhamdulillah, heute haben wir also Technik und deswegen Minbar, also vielleicht braucht man auch nicht. Genau. Wir haben hier die Lappen, also arabische Schrift hier, ein bisschen, genau. Also Teppiche, weil, wenn wir uns niederwerfen, es ist angenehmer, genau. Also Moschee dient nicht nur zum Gebet. Ich glaube auch in Somalisch, in dieser Moschee auch nicht. Also die Community oder Gemeinschaft trifft sich sehr oft, redet gemeinsam, Feste feiern, Hochzeit feiern, das alles ist in Moschee möglich. Genau. Also jetzt können wir mit Fragerunde beginnen. Vielleicht der Obmann was über somalische Moschee oder mich über Religion. Ihr könnt gerne fragen. Genau, die Fragen stellen.